Bonjour, die Damen und die Herren. Wir wollten als ADR enkeer mat Ich op das Wort zurückgucken, wo ganz viel geschieht ass net im Ausland, mat der Welt an Amerika, mir auch hier am Land am Kader vun der Covid-Krise. Di wisst, dat Regierung an nëmme sie se stacks opregen iwwer Sachen die am Ausland geschéien, van Demokratie afrostalt gëtt, van Rechtsstaatlichkeit afrostalt gëtt a viele Länder op der Welt. Mir leider hun auch he zu Lützeburg immer méi Entwicklungen an Tendenzen, die an déi Richtung ginn. Wir hatten zum Beispiel schon seit Jahren hier im Land als ADR festgestellt, dass die Meinungsfreiheit a Gefahr ass. Die Tendenz huet sich iwwer die letzten Monate auch noch verstärkt. Wir haben daneben Sachen, die immer mehr weit an die Privatsphäre vun de Leiit agreifen. Wir haben Gesetze, die de Leiit verbieten, nur rauszugehen, zwischen 11 und 6 Uhr morgens. Wir haben Gesetze, die de Leiit verbieten, für bei sich daheim zu dezidieren, wie viele Leute sie wollen invitieren. Und alles das wird probiert, justifiziert zu gehen am Kader von der Leute gegen eine Krankheit oder gegen eine Verbreitung von einem Virus. Das kann ihn auch vorstellen. Wie weit darf der Staat gehen, für ein Privatleben von den Leuten anzugreifen? Daneben haben wir auch eine Regierung, die die gewählten Institutionen oder die wichtigen Institutionen am Staat vorstellt an ihrem Rolle. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Regierung letzten Mittwoch von der Chambre auf dem Staatsrat erwartet, für an engem einzigen Tag ein Gesetz von der Regierung umzuhüllen, wo man noch keine schriftliche Basis an der Chambre wäre, für das zu machen. Wenn das irgendwo in der Welt geschieht wäre, nicht heute zu Lützeburg, da ging man es mit Recht abregen über die unmöglichen Zustände, eine Missachtung vom Rechtsstaat, eine Missachtung von demokratischen Strukturen, aber was hier am Land. Wir als ADR waren raus am Parlament, wir haben direkt gesagt, das geht nicht, und wir haben uns gefreut, dass die anderen Oppositionsparteien das dann auch gemerkt haben und dass wir wenigstens die Entwicklung konnten den Blick bremsen. Dann ein paar Tage später, als der Staatsminister Büttel kam, an den Parlament erpresst und hat gesagt, wenn die Regierung neue Maßnahmen hält, für die Covid zu bekämpfen, dann erwarten wir als von der Chambre, dass das an ein paar Tage gestimmt wird, aber wenn das nicht geschieht, dann rufen wir den Etat de Krise aus. Das ist Gott sei Dank nicht so weit gekommen, auch wenn die Weltopposition protestiert hat und auch die Weltregierung bislang noch keine neue Maßnahmen geholt hat. Aber stell dich mal vor, irgendwo in der Welt ging ein Premierminister zu seinem Parlament so, und entweder das Parlament mischt, was die Regierung hat, und zwar in ein paar Tage, oder wir gehen an einen Krisenzustand, das heißt, die Regierung kann legiferieren, ohne die gewählte Vertretung von den Leuten überhaupt zu fragen. Wir sind heute zu Lützeburg an der Zwischenzeit an einem Zustand angekommen, wo als demokratische Kultur ein schwerer Gefahr ist. Wir als Opposition, als ADR und erster Platz, selbstverständlich, mit ihr zusammen, wir werden das am Ende behalten. Wir werden auf die Gefahren aufmerksam machen. Leute so als Heians do, es wäre nicht wichtig, für wählen zu gehen, oder es wäre doch egal, wen ich wählen. Ich meine, das, was wir in der letzten Zeit hier im Land gesehen haben, an der letzten Woche besonders und in den letzten Wochen am Kader von dieser Krise, weißt du, wie wichtig es ist. Wir haben eine Regierung, die die Rechtsstaatlichkeit hier im Land an das Funktionament von den demokratischen Institutionen fundamental aufstellt. Und das machen sie mit einer einziger Stimmmajorität an der Chambre. Gambia hat 31 von 60 Deputierten. Das geht ihnen durch, für Eisfreiheit grundsätzlich vorzustellen. Wir als ADR und hoffentlich auch die anderen Oppositionsparteien werden uns immer Druck geben, für das zu blockieren, für alles zu machen, für uns Rechtsstaatlichkeit und als Freiheiten zu verteidigen. Und wir werden auch immer sagen, es ist wichtig, sich für das Land, für seine Demokratie und für die Grundrechte anzusetzen. Merci für Ihre Hilfe dabei. Ich sage auch merci für das Zuhören und bis ein anderes Mal.